ich vielmals merci, dass der W haut bei der ADR von Todesmengen. Wir sind haut zwei Vertreter von der ADR für euch ein bisschen über Lützburger Spruch zu schwätzen. Ich meine, den Herr Lucien Welter war wirklich nicht mehr vorzustellen. Er hat die Petition für Lützburger Spruch, die gemacht hat, dass sie ja Land bekannt gehen durch seinen Ansatz an den Ansatz, der auch belohnt gehen als mit Nennerschriften, wobei 15.000 Leute. An der Schmengen die Strategie für die Promotion von der Lützburger Spruch, die Regierung gestern präsentiert hat, das war eine Reaktion wahrscheinlich von der Regierung auf den Erfolg, den Herr Welter mit seiner Petition hat, weil die Regierung hat müssen angesehen, dass Lützburger Spruch für viele Leute einfach von ganz großer Wichtigkeit ist. Und Herr Welter, die werde ich werde pure Erklärungen gehen, und Herr Welter wird auch Herr Nonerecker zu seiner Petition, zu seiner Initiative an dem Swivi dazu auch noch eine Stellung holen. Für das als Reaktion auf die Strategie für die Promotion von der Lützburger Spruch, wir prinzipiell begrüßen wir es als ADR von Maßnahmen geholt gehen, die Lützburger Spruch soll stärken. Das allerdings an diesem Papier von der Regierung ganz wenig Konkretes. Das ein Reflex für Institutionen zu schaffen, wo ich nicht genau weiß, was denen hier Rolle, hier Aufgabe soll sein, ein Kommissär, ein Zentrum. Mit der Lützburger Spruch wäre wahrscheinlich mit viel mehr einfache Maßnahmen, die aber politische Wille gewiesen hätten, wäre viel mehr gedenkt gewesen. Dateien als eine Initiative für über die Fälle wegzukommen, für Gambia zu erlauben, wie zu sagen, sie hätten etwas gemerkt für den Lützburger Spruch, auch wenn nicht viel Konkretes an diesem Plan dran ist. Aber aus sich ist es eine Maßnahme für die Kritik ein bisschen aus dem Weg zu gehen, ohne einfach eine Leistung zu bringen für den Lützburger Spruch. Aber wie gesagt, auch ein bisschen eine Reaktion auf den Herr Welter, seine Initiative mit der Petition. Praxis und Realität sind im Fall weit auseinander. Ich meine, mit dem Papier, den Gambia als proposiert hat, die Strategie für die Promotion von der Lützburger Spruch, gibt vieles ähnlich probiert zu überdecken, was in letzter Zeit gemerkt wurde, aber der Lützburger Spruch direkt schuld. Das ist das Nationalitätengesetz, wo ja Kompensationsmaßnahmen geholt sind, wo das Niveau von der Lützburger Spruch also Ruf gesagt wurde, wo in nur 20 Jahren auch von der Lützburg kann, aber als Nationalität kriegt. Wir kriegen eine Diskussion rund um das Spruchregime bei den Affekoten, weil ja da auch eine Diskussion da am Gangen ist, ob die überhaupt noch Lützburg können oder wegen muss, wegen Affekoten, wegen Spruch muss können. Wir haben die Diskussion gehabt über multilingual Freierziehung an der Kirche, wo ja Französisch angeführt, genauso Lützburg an Eisen als Integrationsspruch ein bisschen zurückgesagt wurde. Und wir haben eine Entwicklung gehabt, wo wir kritisiert hatten als ADR, dass immer mehr internationale Schulen geschaffen gehen am Kader vom Lützburgischen Schulsystem, wo aber keine klare Dispositionen an den Gesetzen stehen, wie ein Kontakt durch die Schüler können haben mit der Lützburger Spruch, mit der Lützburger Kultur, mit dem Land, wo sie wohnen. Und hier sind zwei Punkte an dem Regierungsprogramm, Punkt 19 und 26, die probieren ein bisschen die ADR-Kritik abzugreifen, aber wie zu sagen, musste wenigstens obligatorisch Kurse sowohl im Niveau primär wie sekundär angefeiert gibt für den Lützburger Spruch, allerdings auch als nicht klar zu ersehen, ob da auch wirklich alle Schüler obligatorisch Lützburgische Kurse kriegen oder nicht. Da geht es nach immer Unklarheiten und Incertituden, also sind wir auch mit den Dispositionen noch nicht zufrieden. Wir waren ein bisschen verwundert gestern über die Reaktion von der CSV. CSV hat kritisiert, da wäre nicht genug dran über Lützburger Bereich und so weiter, über Geografie, Geschichte. Ich muss allerdings wissen, dass der Plan d'études aus der Grundschule aus dem Jahr 2011, wo die CSV in der Regierung war. Das ist also ein bisschen komisch, wenn die CSV haut ein Plan d'études an der Grundschule vorstellt, wo nicht genug gegen Drastunden über das Land, für den sie selber mit politischer Verantwortung dreht. Für die ADR als klar, dass wir Nummer 3 direkt Maßnahmen hätten, und das sind auch eine Antwort von uns auf den Plan von der Regierung, das ist als Lützburger Spruch an Europa. Wir hatten das am Wahlprogramm, am Europawahlprogramm von 2014, nicht die erste Kehr, wir hatten das schon doch ausgedeelt gekriegt. Wir hatten die Forderung aufgrund vom Conseil und der Decision vom Conseil vom 13. Juni 2005, dass Lützburg soll an Europa abgewehrt gehen. Das stimmt aus dem Wahlprogramm mit dem Zitat, die Regierung hat das lange ignoriert, ja, sie hat so gemacht, als weiß das nicht oder sie wusste das nicht. Auf jeden Fall inakzeptabel, weil das eine Decision, die 2005 sogar in der Lützburger Präsidenz damals ausgehandelt wurde, und die dann hier einfach ekartiert gehen. Wir verlangen weiterhin, wie man immer gemerkt hat, dass der Teil soll umgesetzt gehen,
die Dispositionen aus dem Konseil 2005 für Lützeburg abzuwerten. Die Regierung schwätzt über Verhandlungen mit den europäischen Institutionen, die müsste gefeiert gehen. Und sich ist das eine ganz einfache Verhandlung. Es geht darum, etwas anzufeiern und durchzusetzen. Das Einzige, was heute draufsteht, was wirklich einen Impact hat, wo vielleicht ein Problem kann sein, als das draufsteht, dass wenn ein zusätzlicher Spruch wie heute Lützeburg soll angefeiert gehen, dass das auf Kosten von dem Land geht, was das fried. Wir müssen also heute bereit sein, auch etwas zu bezahlen, für das Lützeburger Spruch an Europa mehr große Wert kriegt. Also solange die heute Dispositionen gelten, also der DDR auf jeden Fall auch bereit, für heute auch daran zu investieren, wie Lützeburg auf europäischen Plan mir eine hohe Stelle wert zu gehen. Das auch vorgesehen, dass die Dispositionen für alle Sprachen gelten, die entweder Verfassungsrang haben oder an hier steht, dass der Gebrauch von den Sprachen als Landesspruch zulässig ist. Und das ist ja ganz klar zu Lützeburg der Fall, weil Lützeburg als Nationalspruch dafür ist auch, wie die Regierung dann den letzten Monat durchgestaltet wird, gar keine Unklarheit. Lützeburg ist klar qualifiziert für als europäischer Spruch abgewehrt zu gehen, nur den Treten. Und nicht nur am Gebrauch mit den europäischen Institutionen, aber auch am Europaparlament. Und ich verweise hier auf einen anderen Text, den wir ausgedeelt haben, auf der Seite 39 von unserem Wahlprogramm von 2014, der Punkt 4. Das ist eine Decision vom Europäischen Parlament vom 20. Februar 1995. Und ihr seht dort den Punkt 4, das Europäische Parlament, ist heute in deutschen Text, Lützeburg schon mal ja noch nicht auf den europäischen Sprache. An den deutschen Text ist klar, das Europäische Parlament ist also der Auffassung, dass das Recht von all gewählten Deputierten ist, als einer Mammelspruch zu schwätzen, anzuschaffen, und das ist ein untrennbarer Bestandteil von einem demokratischen Recht als einem Mandat. Wir denken also dafür als ADR, dass es auch möglich sein, dass die Lützeburger Europadeputierten, die 6, die wir haben, Lützeburg am Europaparlament schwätzen. Wir gingen da auf jeden Fall mehr, wenn der ADR einen Europadeputierten hat, da wird den auch Lützeburg am Europäischen Parlament schwätzen. Wir werden alles möglich machen, dass das dann noch geht. Und da das genauso wie die anderen Sprachen in den Blick übersetzt wird, weil das Europäische Parlament sieht selber, dass es Recht ist, von all gewählten Vertretern als Sänger Mammelspruch zu schwätzen. Das steht auch schon an unserem Wahlprogramm von 2014. Zweiter Punkt, Verfassungsreform. Die Verfassungsreform, die ist am Blick au Calend grec. Wir wissen also noch nicht, wie die soll kommen. Ich will nicht an Diskussionen über die neue Konstitution herangehen. Es wird extrem viel an unseren Frohen, die zu diskutieren sind, nur die Schwächten. Das ist nicht so, dass wir hier an der Partei begeistert wären von der Konstitution. Wir haben viele Reserven. Und wir haben auch schon dazu ein paar Bayern präsentiert, sowohl an der Chambre herangehen wie auch schon an der Öffentlichkeit wiederholt verschiedene Dispositionen kritisiert, die dafür gesehen sind. Ich gehe aber noch nicht an die Diskussion ran. Ich wollte just appellieren, dass die Tatsache, dass man die Verfassungsrevision nicht mehr an dieser Konstitution und an dieser Legislaturperiode nicht mehr machen, wird alles dazu gefeiert, wie zu so, da muss man halt wenigstens die Disposition über Lützeburger Spruch 14. Und dafür meine Proposition de loi gemacht, und die Proposition de loi betrifft also just den Artikel 29 von der Verfassung. An den Artikel 29 wollte mir so formulieren, wie doch allgemein an der Verfassungsrevision 4 gesehen als la langue du Luxembourg et le luxembourgeois. La loi règle l'emploi des langues luxembourgeoises, françaises et allemandes. Das ist das, was wir vier gesehen haben als Proposition de loi, unabhängig von der Gesamtrevision von der Konstitution, einfach weil das als ADR besonders wichtig ist. Und wir wären froh, wenn den Verfassungsartikel wenigstens an dieser Legislaturperiode noch revisiert gehen. Die Regierung hat an ihrem Programm für Promotion der Lützeburger Spruch also auch auf die Konstitution angegangen, aber auf eine ambiguë Manier. Sie sieht einerseits an ihrem Punkt, über die Verfassung, dass der Punkt 4 am Programm von der Regierung, dass sie auch der Meinung aus der Lützeburg sollte daran angeschrieben gehen. Und da sieht sie etwas, wo man die Interpretation noch nicht kennen. Sie sieht, die Regierung zitieren Silo, gleichzeitig, also aber auch die Sprachvielfalt, ein prägnanter Faktor von unserer kultureller Identität an dem gesellschaftlichen Zusammenhalt zu Lützeburg. Dafür soll auch sie an der Verfassung verankert gehen. Die Regierung muss also alles erklären,
wat dat hecht eng Spproche Vielfalt an der Verfassung verankeren, wie mengt ze dat, wie will se dat formulieren, geht se also wäch von dem Text, die bislo an der Verfassungsrevision präsentiert gin ass. Op jeden Fall wirft die Dodisposition méi frohen op, wie se beantwort und kann eventuell sogar e Schritt nur hanne sinn par rapport zu dem, wat bislo für Lützeburg virgesi wär. Den dritte Punkt als die Motion von der ADR, die mir schon den 11. Oktober an der Chambre deponiert hatten, auch den Text leide ich viel. Den Text soll nächste Mittwoch an der Chambre diskutiert gehen. An die wird gesehen von der ADR-Proposition liest, der doch die Maßnahmen, die Regierung proposiert, hört sich zum Deal nicht nehmen als Antwort auf Petition von Herrn Lucien Welter. Verstehen wir auch, ob die Motion, die mir als ADR den 11. Oktober an der Chambre angeregt haben, notamment auch steht du nach ein dran an der ADR-Motion Lützeburger Spruch an der EU als Amtsspruch am Sinn von den Decisionen von 2005 unerkennen, Lützeburg an der Privatschulen als ein Sujet, doverwunde Spruchekuren erweitern als ein Sujet, und so weiter, konkret Möglichkeiten für Lützeburg zu lehren, also ein Hinweis auf Congé-Linguistik, also eine Reihe von denen Dispositionen, die mir selber an unserer Motion gefroht haben, sind an der Regierungsproposition abgeholt gehen, wann auch das eine ganz schwache Form. Die Motion könnt wie gesagt die nächste Woche an die Chambre. Mir fährt lo oder mir werde gesehen, ob die Regierungsmajorität durch prozedural Tricken oder Initiative probiert die Motion zu ekartieren oder nicht. Mir egal wer die Regierung möchte, für uns bleibt letzter Spruch eine politische Priorität, die wir mit aller Kraft weiter verfolgen. Was fehlt an unseren an der Strategie von Gambia ja ganz viel. Verfassungsrevision lo eng neue Unklarheit durch die Idee Spruche Vielfalt zu verankern, aber wir wissen nicht, ob wir eng näher. Lützeburg als nachher kein Gesetzesspruch, weil wir aber hätten, dass man progressiv auf die Wege für Lützeburg so auszubauen und so zu fördern, dass Lützeburg auch kann ein Gesetzesspruch gehen an einer erster Vers als eine Übersetzung, die nicht juristisch spannend ist, an einer zweiten Vers, wenn wir da wirklich so weit sind, dass auch der Spruch können ein groß Sicherheit, Interpretationssicherheit und Ausdruckssicherheit gehen, dass man dann noch auf ein obligatorisch auf einen obligatorischen Weg gehen, an dem man neben dem französischen Text auch einen lützeburgischen Text setzen, den dann als gegen bannen. Lützeburg als Verwaltungsspruch wird nicht gefördert. Lützeburg am öffentlichen Dienst, du hast auch nicht dran, weil die aktuelle Situation ging ein bisschen verbessern. Wir haben immer mehr Leute am öffentlichen Dienst hier am Land, die kein oder Bergkein Lützeburg schwätzen, das für uns nicht akzeptabel. Für uns als klar, dass den öffentlichen Dienst auch muss Lützeburg sprachig sein. An der Schulen als die Regierung auch zurückgegangen par rapport zu dem, was an der vierten Regierung nach der Fall wären, so auch bei der Madame Delvaux, wo noch am Gespräch eine Lützeburgische Sektion an der Lyceen zu machen, das ist auch wunderlich, auch darüber wird nicht mehr geschwärzt, und das heißt auch, dass die Leute, die ein Masterdiplom am Lützeburgischen auf der Uni Lützeburg machen, keine Karriereperspektiven oder nicht genug Karriereperspektive kriegen. Es tut ja keinen Wert, dass dann an den Zeitungen gesagt wird oder in der Öffentlichkeit diskutiert wird, dass so wenig Leute Lützeburg studieren, dass das, was die Uni anbietet und Kuren nicht genutzt wird. Ja, wie weit sollen Leute etwas nutzen, außer als persönlichem Idealismus, wenn der Staat hier geht, an eine Bitte den Leuten keine Karriereperspektiven, die den Studiengang da wählen. Das heißt, da denke mir nach einmal, dass es wichtig ist, auch eine Lützeburgische Sektion an der Lyceen anzufeiern und da auch wirklich die Lützeburgische Professoren eine Karriereperspektive anzubieten. Auch bei anderen Sachen, Wirtschaftsnehmen, Straßenschilder, Flower nehmen, die Adaptation von den elektronischen Mitteln und Lützeburger Spruch, Navigationssystem, alles das, was doch modern ist, die Informatik am Lützeburgischen, alles das, das an diesem Text auf jeden Fall nicht ausdrücklich annimmt. Und da kann sich auch freuen, wie seriös das an einer modernen Welt ist, für Lützeburg zu fördern. Zwei Punkte noch für aufzuschließen, die für uns ganz wichtig sind, das ist der Gesundheitssektor. Die wird gesehen am Punkt 31 von den Regierungspropositionen, da ist auch nichts Neues angekündigt. Da ist eigentlich, wie so DAX, also viele Punkte gesagt, was am Blick Situation aus. Hier steht am Punkt 31, der Gesundheitsminister hat Recht, Sprachkenntnisse durch den College Medical überprüfen zu lassen. Ja, gut, dann. Wir möchten nicht. Wird als vier gesehen an Zukunft. Wird einfach gesagt, ja, wir machen mehr Kuren, das ist gut, das begrüßen wir. Wir kommen auf den Punkt, wo wirklich eine Regierung da ist,
die seht, wir hätten gern, wir wollen, und wir werden auch dafür sorgen, dass am Gesundheitssektor jeder, den du schafft, immer Patienten zu dienen hört, was schon so wichtig ist, dass den auch kann Lützeburg schwätzen und auch auf einem ganz guten Niveau auf jeden Fall verstehen. Das tun wir heute nachher mal nicht, und wir sind auch nicht am Kommerz, weil wir haben ja auch als ADR immer darauf hingewiesen, und nicht nur mir, mit ganz vielen Leuten unzufrieden am Land, dass sie müssen an den Geschäften Französisch schwätzen, dass da keine andere Möglichkeit DAX absteht. Und wir hätten auch gerne, dass besonders am Kommerz auch ein Willen, du als für Lützeburg noch viel zu bringen, über die Congé-Linguistik raus, dass wirklich du auch Incitationen, Programme, Motivationen für Patronen, für die Salarien in dem Bereich für Lützeburger Spruch zu lehren. Und auch du fehlt uns das an diesem Programm von der Regierung. Das ist also, wenn ich das zusammenfassen, ein ganz schwaches Programm, in den als Batter enttäuscht wird, weil man so großen wie da angekündigt wird. Ein Programm, den an wichtige Punkten nicht sieht, den weiter sich versprechen möchte, aber dass sich eine Absichtserklärung für Lützeburg zu fördern, die politisch das Regierung soll dédouanieren bis die Wahlen rüber sind und dann eben der nächste Regierung die verlässt, für dann ein Programm wirklich zu definieren. Die Idee wie ein 20-Jahres-Programm zu machen, als vielleicht etwas wird an den Ende, wo viele Leute als etwas Ambitioniertes soll durchgestaltet gehen, und sich als etwas wie zu sagen, hey, wir sind nach 2 Jahren da, und wird da noch geschieht oder mal nicht mit 2 Jahren, Jahr, und wir haben etwas gemerkt, für einen Anfang zu setzen, einfach um sich über los mit den nächsten Regierungen, sich die Lützeburger Spruch zu kümmern, das geht alles nicht durch. So, logisch, ich habe viel geschwärzt, ich wollte aber, wie ich versprochen habe, eigentlich einem ganz meritanten Mensch Lützeburger Spruch gehen. Ihr wisst, dass in der Welt da eine Petition für kurzem an der Chambre vorgestellt wird, dass das ein ganz, ganz großes Interesse an der Öffentlichkeit fand wird. An der Welt da wurde ich ein bisschen so, und wo das Zwiebel von der Petition drin ist. Ich ging immer so weiter. Vielen Dank, Herr Karteiser. Ich stimme ihm an seine Ausführungen über das ganze Programm, stimme ich ihm voll ganz zu. Ich bin noch damit einverstanden. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, hatte ich Kontakt mit dem Präsidenten von der Kommission von der Petitionen. Ich habe ein bisschen nachgefragt, wo das Dossier drin ist. Und ich kriege zur Antwort, das kriege ich nur meinen, dass man gesagt hat, es kommt ein Strategiepapier raus. Ich habe ihn aber selber persönlich nicht gekriegt. Und mir als gesagt gehen, das Zwiebel von dieser Petition, die geht los so, dass ich gucken mit unserer Partei zusammen, was du gesagt hast, was gemacht hast. Und ich entscheide dann, ob die Petition, ob ich Satisfaktion kriege oder ob ich nicht Satisfaktion kriege. Laut dem Recht, Petitionsrecht, habe ich zu sagen, nee, ich habe keine Satisfaktion gekriegt, und dann bleibt die Petition so lange ab und wird immer interveniert, bis ich so okay, die Petition wird so gemacht. Das, also mir das entschieden, und ich meine, die kennt meine Position, und ich stehe noch zu der Position, und ich werde auch weiter für unseren Spruch kämpfen, und ich werde auch mein Bestes gehen, für das auf einen neuen Weg zu bringen.